SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Dienstag, der 25. August, unsere Themen. Der Wiederaufbau Syriens. Die USA streichen das Land von ihrer Terrorliste. Das sollte Investitionen zwar erleichtern, es gibt aber noch viele Hindernisse. Dann Wahlen in Sachsen-Anhalt. Die Rechtsaußenpartei AfD könnte erstmals in einem Bundesland regieren. Das verdankt sie nicht zuletzt ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund. Seine Fangemeinde ist groß. Der Mann, das ist ein Traum, ist das. Sie kommen an ihn ran, Sie können ihn umarmen, Sie können ihn alles fragen, was Sie möchten. Der Mann, der ist so offen, das kann man gar nicht beschreiben. Der ist wie ein Kumpel. Die Reportage aus Magdeburg. Schließlich die Frage, ob Jugendliche ihren Social-Media-Konsum einschränken oder doch nicht. Untersuchungen kommen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Lara Christen und zum Zollstreit zwischen den USA und Kanada, der sich weiter zuspitzt. Am Wochenende waren Verhandlungen zwischen den beiden Ländern gescheitert. Die USA erhoben deshalb 50% Zölle auf weitere Produkte aus Kanada. Kanada kündigte daraufhin Gegenzölle an, unter anderem auf Stahl, Milchprodukte oder Elektrogeräte. Und nun ist klar, in welchem Umfang. Geplant sind Zölle von 15, 25 und 50% auf rund 700 US-Produkte, wie die kanadische Regierung heute mitteilte. Es gehe um Zölle im Wert von umgerechnet rund 16 Milliarden Franken. Sie sollen in 2 Wochen in Kraft treten. Die Ukraine hat einige Patriot-Flugabwehrraketen erhalten. Das teilte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit. Wie viele Patriot-Raketen sein Land erhalten hat oder wer sie geliefert hat, sagte Zelensky aber nicht. Der ukrainische Präsident bedankte sich für die Unterstützung, sagte aber auch, es brauche noch mehr. In den letzten Wochen hatten vermehrt russische Raketen in der Ukraine eingeschlagen, laut der Ukraine, weil Waffen zur Abwehr fehlen. Vor 3 Wochen wurde am Flughafen der deutschen Stadt Leipzig eine Drohne mit Sprengstoff gefunden. Zudem soll ein weiteres Fluggerät mit einem Frachtflugzeug kollidiert sein. Nun gibt es Berichte, wonach eine weitere Drohne gefunden wurde, und zwar in einem Feld, das an den Flughafen Leipzig grenzt. Sie sei möglicherweise ebenfalls mit Sprengstoff präpariert gewesen, berichten deutsche Medien übereinstimmend. Die deutsche Bundesanwaltschaft wollte sich nicht zu den Berichten äußern. In die Schweiz. Beim Weisshorn im Kanton Wallis droht ein Gletschersturz. Man habe Spaltbildungen am Gletscher beobachtet, sagt Norbert Kahlen, der sich beim Kanton mit Naturgefahren beschäftigt. Wohngebiete seien aktuell nicht bedroht. Es sei gar ein Vorteil, dass jetzt im Sommer Bewegung in den Gletscher gekommen sei, sagt Kahlen. Ich hoffe, dass der Gletscher in Portionen herunterkommt. Ich hoffe, dass es herunterkommt, weil im Winter hätten wir größere Probleme, weil das noch die Schneemenge oben hinzuzurechnen. Und ich hoffe, dass diese heißen Tage doch wieder einen kleinen Abbruch mit sich bringen werden. So, dass sich die Lage beruhige. Neben dem Dorf Randa ist ein Gebiet zur Gefahrenzone erklärt worden. Bis auf Weiteres darf man sich dort nicht mehr aufhalten. In Luzern hat das Bezirksgericht entschieden, dass Bernhard Albsteg wieder Mehrheitsaktionär des FC Luzern wird. Es gab Albsteg in einem Zivilprozess als erste Instanz Recht. Er habe die Mehrheit der Aktien rechtmäßig gekauft. Albsteg hatte vor 11 Jahren Aktien des ehemaligen Präsidenten des FC Luzern übernommen. Die Führung des FCL sagte, der Kauf sei unrechtmäßig gewesen und strich vor 4 Jahren Albsteg als Eigentümer dieser Aktien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Schweizer Wirtschaft ist im letzten Jahr stärker gewachsen als zunächst gedacht. Das Bruttoinlandprodukt BIP hat im Vergleich zum Jahr davor um 1,6% zugenommen, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Anfang Jahr hatte das Staatssekretariat für Wirtschaft das Wirtschaftswachstum 2025 noch auf 1,4% geschätzt. Gewachsen ist die Schweizer Wirtschaft vor allem dank dem Konsum und Investitionen im Land. Die Börsendaten von 18.04 Uhr, geliefert von SEX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.525 Punkten plus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%.
Der Euro wird zu 93,67 Rappen gehandelt und der Dollar zu 80,26 Rappen. Und das Wetter? Am Abend ist es teils sonnig, teils bewölkt. Morgen scheint neben Wolken oft die Sonne. Im Tessin hat es am Nachmittag etwas mehr Wolken. Es gibt rund 27 Grad. Die USA streichen Syrien von der Liste staatlicher Terrorunterstützer. Syrien war seit 1979 auf dieser Liste. Mit der Streichung einher geht die Aufhebung weiterer Sanktionen gegen das Land. Damit dürfte es für internationale Unternehmen und Banken einfacher werden, mit Syrien zu geschäften. Seit dem Sturz von Diktator Assad 2024 haben sich die USA Syrien gegenüber geöffnet und bereits verschiedene Sanktionen aufgehoben. Und nun also ist Syrien offiziell kein Terrorunterstützer mehr. Monika Bolliger ist Syrien-Expertin beim Online-Magazin Republik. Ich habe sie gefragt, was dieser Schritt bedeutet mit Blick auf den Wiederaufbau des Landes. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, denn jetzt werden eigentlich die letzten wesentlichen Sanktionen gegen Syrien aufgehoben. Die USA haben ja auch die ehemalige Rebellengruppe HTS, also diese Islamisten, die Ahmed al-Shara, der jetzige Präsident, angeführt hatte, auch von der Terrorliste gestrichen. Und jetzt sind insgesamt eben zentrale Hürden für Investitionen und für den Geldverkehr beseitigt. Davor war es einfach ein großes Risiko für Banken und für Geldgeber, weil die Sanktionen sehr breit und komplex waren und man einfach sehr viele Abklärungen treffen musste, um sicherzustellen, dass man da nicht gegen irgendwelche Sanktionen doch noch verstieß. Und viele haben bisher deswegen einfach die Finger von Syrien gelassen. Und woher kommen jetzt Investitionen? Aus welchen Ländern, aus welchen Branchen? Die Hoffnung in Syrien ist natürlich, dass aus möglichst vielen Ländern Investitionen kommen und insbesondere auch Wiederaufbauhilfe, also von den Golfstaaten, aus Europa, aus den USA. Es gibt insbesondere keine Einschränkungen mehr für die Auslandhilfe der USA mit dieser Neuerung. Es gibt aber auch Bedenken. Manche sagen, ja, vielleicht sehen wir jetzt, dass es mit diesen Hilfsversprechungen anderer Länder doch nicht so weit her war oder eben, dass es vielleicht zu intransparenten Deals kommt, wie schon beim alten Regime, also dass quasi die Günstlinge der Machthaber einfach bevorzugt werden und dass man das nicht transparent macht. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die syrische Unternehmerfamilie der Khayyat-Brüder. Die leben in Katar und laut Berichten haben sie sich bereits Verträge im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar gesichert für den Wiederaufbau in Syrien. Sie stehen dem Präsidenten Ahmed al-Shara nahe und sie haben auch bemerkenswerterweise enge Beziehungen zu Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Trump. Und nun soll angeblich an der syrischen Küste zum Beispiel ein nach Trump benanntes Golfresort entstehen. Hat die syrische Regierung überhaupt konkrete Vorstellungen, Visionen, wie das Land wieder aufgebaut werden soll, wie Arbeitsplätze entstehen sollen? Es läuft bisher vieles intransparent ab und das bedeutet auch, dass man anfällig ist für Korruption. Die Geschäfte der Khayyat-Brüder sind ein gutes Beispiel für diese Abläufe und man hat auch den Eindruck, dass die Regierung vor allem auf Wachstum durch Investitionen aus dem Ausland, Importerleichterungen und Immobilienprojekte setzt, die eher für Wohlhabende sind, anstatt in den Aufbau einer lokalen Produktion zu investieren, die dann auch Arbeitsplätze schaffen würde. Also die produktive Wirtschaft, die für die breite Bevölkerung Jobs generieren würde. Und die Wirtschaft wird liberalisiert, aber man hat zugleich keine Schutzmechanismen für die in weiten Teilen stark verarmte Bevölkerung. Man hat Subventionen gestrichen, Brot und Treibstoff sind jetzt um ein Vielfaches teurer geworden. Und all das führt zu einer Art Wachstum ohne Entwicklung, wie es der Syrien-Experte Joseph Daher einmal auf den Punkt gebracht hat. Wir kennen das aus anderen Ländern der Region und es ist nicht unbedingt ein gutes Rezept für Stabilität. Investoren erwarten einigermaßen stabile politische Verhältnisse. Wie sieht das in Syrien aus? Abgesehen von der wirtschaftlichen Vision, die eben nicht besonders viel nachhaltige Stabilität verspricht, ist die Einheit des Landes generell auch gefährdet. Also Shara hat sich bei den Minderheiten zum Beispiel viel verspielt. Wir erinnern uns vielleicht an die brutalen Massaker im vergangenen Jahr an der alawitischen und drusischen Minderheit. Hinzu kommen dann die Interventionen anderer Länder, insbesondere von Israel, das im Süden neues Gebiet besetzt hat und auch dort zur Destabilisierung beigetragen hat. Und zudem fürchten manche, Syrien könnte in diesen regionalen Krieg hineingezogen werden zwischen Israel und Iran und Verbündeten. Im Nachbarland Libanon herrscht ja deswegen auch Krieg.
Innenpolitisch fehlt es zudem weiterhin an Teilhabe. Also das Parlament wurde zum Beispiel nicht gewählt, sondern ernannt, direkt oder indirekt. Und es gab eine Verfassungsdeklaration, da wurde die Macht des Präsidenten massiv ausgebaut und so weiter. All das sorgt auch für Unmut in Teilen der Bevölkerung. Und dann ist da noch das Erbe der Gewalt des Assad-Regimes. Da gab es ja massive, systematische Gewalt, welche die Bevölkerung erlebt hat unter diesem Regime und die aufgearbeitet werden muss. Und es gibt einzelne Gerichtsprozesse, auch gegen den gestürzten Präsidenten Bashar al-Assad. Der wurde kürzlich zum Tod verurteilt. Aber bei all dem hat man nicht den Eindruck, dass es eine echte Aufarbeitung gibt und eine Anerkennung der Opfer und dass man wirklich das dokumentiert und öffentlich macht, was da alles passiert ist. Monika Bolliger, Sie kennen Syrien gut, Sie bereisen das Land regelmäßig. Stellen Sie eine Entwicklung zum Besseren fest für die Menschen dort seit der Machtübernahme von al-Sharaa? Man spürt natürlich die Öffnung des Landes zum Ausland nach der langen Isolation und nach dem fast 14 Jahre dauernden Krieg. Und die Repression im Land ist überhaupt nicht dieselbe wie unter Assad. Da sind ja Hunderttausende verschwunden. Viele wurden von den Schergen Assads massakriert oder zu Tode gefoltert. Und heute kann man zumindest offen über diese Verbrechen sprechen. Also das ist schon etwas, was für viele Menschen wichtig ist. Und es gibt eine Zivilgesellschaft, die so ein bisschen auflebt und beginnt sich zu organisieren und auch die Regierung kritisiert. Aber da gibt es auch Grenzen und es gibt auch schon Anzeichen hier und dort von neuer Repression. Es gibt manchmal willkürliche Verhaftungen und auch gab es jetzt einzelne Vorfälle von Folter in Haft. Und das ist auch Anlass zur Sorge. Und generell glaube ich, die neue Regierung will jetzt keine inklusive Demokratie mit breiter Beteiligung. Sie möchte eher eine Art wirtschaftsliberale Autokratie mit islamischem Anstrich, so ein bisschen nach dem Vorbild der Türkei oder der Golfstaaten. Erläuterungen von Monika Bolliger, Nahost- und Syrien-Expertin. Sie leitet das Ressort Global beim Online-Magazin Republik. Echo der Zeit. Jeden Abend im Radio und immer online, zum Beispiel auf unserer App Play SRF. Hier geht's weiter mit dem AfD-Shootingstar Ulrich Siegmund, der nett auftritt, aber hart gegen Migranten und andere Minderheiten politisiert. Mit der Frage, wer verantwortlich ist für die Toten beim Bergsturz von Bondo vor 9 Jahren. Mit dem Bund, der das Asylsystem entlasten will, etwa von Menschen ohne Aussicht auf Asyl. Und mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Schule. Sachsen-Anhalt, das Bundesland in Ostdeutschland mit der Hauptstadt Magdeburg, stand wohl selten so im Fokus wie aktuell. Denn dort sind in knapp 14 Tagen Parlamentswahlen. Die AfD liegt in Umfragen konstant weit vor der CDU, die derzeit noch regiert. Die AfD hat echte Chancen, erstmals eine Regierung zu stellen. Deren Spitzenkandidat Ulrich Siegmund nahm einst am Potsdamer Treffen teil mit rechtsextremen Aktivisten, bei dem es um die Vertreibung von Ausländern ging. Er ist ein Star in den sozialen Medien und sorgt mit seinen gewinnenden Auftritten für einen regelrechten Hype unter AfD-Anhängern und Anhängerinnen. Deutschland-Korrespondentin Simon Fatzer war dabei an einem seiner Auftritte in Magdeburg. Auf dem Platz mit dem Brunnen vor der Kirche füllen sich allmählich die Sitzbänke. Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus steht am Gotteshaus. Deutschland retten steht auf AfD-Plakaten. Die radikale Rechte will den Kirchen das Geld streichen. Ausgerechnet hier macht Ulrich Siegmund Wahlkampf. Ja, ausgerechnet hier, denn der Magdeburger Norden gilt als sozialer Brennpunkt. Viele Ausländerinnen und Ausländer hier an der Dönerallee, wie manche sagen. Schon schwirrt ein AfD-Fan für seinen YouTube-Kanal um die Rentnerinnen. Und diese alte Regierungsgarde muss weg. Diese Magdeburgerin ist Fan von Ulrich Siegmund. Also der Mann, das ist ein Traum, ist das. Wir haben uns vorige Woche in Möser gesehen. Sie kommen an ihn ran, Sie können ihn umarmen, Sie können ihn alles fragen, was Sie möchten. Der Mann, der ist so offen, das kann man gar nicht beschreiben. Der ist wie ein Kumpel, als wenn Sie den heute nicht das erste Mal sehen, sondern schon jahrelang kennen. Das Wahlprogramm kenne sie noch nicht, aber was der Uli sage,
sei top. Dass wir hier wieder in Ruhe und Frieden leben können, unsere Meinungsfreiheit zurückbekommen, dass unsere Wirtschaft wieder aufwärts geht, dass wir wieder mehr Geld in der Tasche haben. Wir können uns ja gar nichts mehr leisten, das darf man ja nicht vergessen. Ich kriege 1.200 € Rente, dafür muss ich 300 € Krankenversicherung bezahlen und von dem Rest muss ich leben. Dann kommt er, der AfD-Spitzenkandidat. Sie, aus Schweiz, ja? Akkurater Scheitel, Strahlen im Gesicht. Genau so ist er. Ulrich Siegmund, 35, Shootingstar in Magdeburg. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Uli. 1 Stunde Schlange stehen für ein Foto oder ein Autogramm aufs Shirt, Plakat und auf das Magazin Der Spiegel. Heiß begehrt, der ist überall ausverkauft hier. Der Spiegel hatte ihn auf den Titel gehievt, der gefährlichste Mann Deutschlands. Diese Ausgabe verkauft sich prächtig, hier bei den Leuten, die traditionellen Medien kein Wort glauben. Der 25-jährige Biostudent Mark hat sich gleich 2 Exemplare signieren lassen. Ich finde, Ulrich Siegmund ist schon eine historische Person und da so eine Unterschrift zu haben, ist schon was Bedeutendes. Vor allem, wenn man dann in vielen Jahren, in Jahrzehnten darauf guckt und sieht, dieser historische Mann, ob er es jetzt wird oder nicht, ist ja egal. Aber ich habe von ihm eine Unterschrift und ich kann zurückblicken, ich habe ihn kennengelernt und das ist für mich sehr wichtig. Die T-Shirts mit Siegmunds Kopf drauf sind 0,nix ausverkauft, jedenfalls ab Größe M. Ein Paar aus Hessen schaut vorbei. Trotz anderer Parteiwurzeln, Ulrich Siegmund spreche ihr aus der Seele. Ja, dass ich halt als Mensch im Mittelpunkt stehe. Also es ist immer, sonst geht es ja immer so um Themen wie Umwelt aber da bin ich jetzt im Vordergrund einfach und das ist mir halt auch mal wichtig, weil ich gehe arbeiten, stehe morgens auf, gebe mein Bestes und bin natürlich dann auch jetzt, dass ich gerne halt auch, wie soll ich denn das jetzt ausdrücken, ja, ich möchte halt auch ein bisschen was für mich abschöpfen. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist rechtsextrem, so der Verfassungsschutz. Es gibt Parteifunktionäre, die mal in der heimattreuen deutschen Jugend waren. Die wurde dann als rechtsextremistischer Verein verboten. Diese Magdeburgerin wählt die AfD dennoch. Ja, um mal irgendwie eine Stimme zu bekommen, um nicht ständig als Nazi hingestellt zu werden, nur weil man mal eine andere Meinung hat. Ja, und es ist alles so schwierig. In dem Wahlentscheid steckt auch viel Protest und Trotz. Weil alle anderen Parteien zeigen, dass sie Angst haben vor der AfD. Ja, deswegen haben wir uns gesagt, okay, man kann es ja mal probieren. Doch wenn man nachfragt, dann scheint da auch ein mulmiges Gefühl über die Stimmung bei der AfD. Naja, wenn sie denn doch so irgendwie, ich weiß auch nicht, bei Reden dann immer so lauter werden, lauter und lauter und dann fangen wir alle an zu schweigen. Oh, das ist jetzt nicht so unsers. Ja, ist schon komisch. Leise Zweifel, genau für solche Menschen ist Ulrich Siegmund das nette Gesicht nach außen. Er tritt gerade nicht radikal auf, steht aber für ein sehr radikales Programm. Diffamierend gegen Minderheiten, Ausschluss von Eingewanderten, harter Kurs an Schulen, patriotisches Kulturverständnis. Siegmunds Co-Fraktionschef der AfD in Magdeburg, Oliver Kirchner, bleibt im Hintergrund. Der Mann kommt aus dem Umfeld von Björn Höcke. Fachleute warnen, die Pläne der AfD schadeten der Wirtschaft und das Wahlprogramm weise eine Finanzierungslücke von über 2 Milliarden € aus, so das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Kirchner kontert. Naja, wir wissen ja gar nicht, ob das so teuer ist. Die Ökonomen sind ja auch alles CDU-Leute und SPD-Leute, die natürlich auch ein Gutachten erstellen, das natürlich für diese Leute, um uns zu beschädigen, passt. Diffamieren, sich selber als Opfer sehen, diese Rolle bekommt der AfD so gut, dass jetzt die Macht in Griffnähe scheint. Ulrich Siegmund wähnt sich schon als Ministerpräsident. Es gibt jetzt neueste Umfragen, die uns ein Potenzial von 49% attestieren hier in Sachsen-Anhalt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß aber auch, dass da immer noch knapp die Hälfte der aktuellen Wahlberechtigten dabei ist, die das noch nicht möchte. Aber auch das ist mein Ziel, dass ich auch diesen Menschen eine Stimme geben möchte. Es gibt so viele Vorurteile über uns, Fake News und vieles mehr. Und umso mehr Bürger sich einen eigenen Eindruck machen und hinter die Kulissen blicken und sehen, was hier eigentlich wirklich passiert und was auch bei der AfD wirklich im Programm steht, was sie wirklich für Ziele verfolgen, umso mehr identifizieren sich mit der AfD. Und manch eine ostdeutsche Seele sieht sich als Vorkämpferin für diese Partei, mit der keine andere kooperieren will, wieder auf der richtigen Seite der Geschichte, wie einst beim Ende der DDR. Ich sag mal, wenn Uli die Wahl gewinnt, gehen wir mal davon aus, dann haben wir hier in Leipzig 89. Da gehen sie alle auf die Straße. Ich denke, dann kommt der große Stein ins Rollen. Ich denke, das vereint dann. Natürlich, alles ist möglich. Die Reportage aus Magdeburg von Simon Fatzer.
Der Piz-Cengalo bei Bondo in Graubünden. Im Sommer 2017 kam es zu mehreren Felsabbrüchen. Am 23. August dann lösten sich rund 3 Millionen Kubikmeter Gestein und donnerten ins Tal. Wanderwege wurden meterhoch verschüttet. 8 Menschen kamen ums Leben. Nun hat das Regionalgericht Maloja über die Verantwortung zu urteilen. 5 Personen stehen vor Gericht, darunter die Bündner Nationalrätin Anna Giacometti. Sie sind angeklagt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung. Der Prozess ist am Nachmittag zu Ende gegangen. Regionalredaktorin Julia Kapaul hat ihn mitverfolgt. Sie hat mir erläutert, welche Frage im Zentrum stand. Es ist die Frage, ob die Wanderwege in der Valbondaska 2017 hätten gesperrt werden müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, sie hätten die Gefahrenlage am Piz-Cengalo falsch eingeschätzt. Mehrere Vorboten hätten auf einen unmittelbaren Bergsturz hingewiesen. Sie hätten Sicherheitsmaßnahmen wie eine Sperrung der Wanderwege empfehlen respektive umsetzen müssen. Da sie das nicht taten, hätten sie pflichtwidrig gehandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert bedingte Geldstrafen. Vor Gericht argumentierten die Anwälte der Beschuldigten heute teils mit komplexen geologischen Erklärungen, dass die Berechnungen und die Einschätzung des Risikos korrekt gewesen seien. Die Fachleute rechneten 9 Tage vor dem Bergsturz mit einem Ereignis in den nächsten Wochen oder Monaten. Dass der Berg so früh und mit einer solchen Wucht kommt, habe niemand voraussehen können. Eine Nationalrätin sitzt mit auf der Anklagebank. Ihr wird vorgeworfen, sie habe als Gemeindepräsidentin ihre Sorgfaltspflicht verletzt. Wie ist das zu verstehen? Ja, der Unterhalt von Wanderwegen ist Sache der Gemeinden und als Gemeindepräsidentin von Bregaglia war sie damals diejenige, die eine Sperrung der Wanderwege hätte veranlassen müssen. Vor Gericht erklärte sie und später auch ihr Anwalt, dass sie sich ganz auf die Einschätzungen der kantonalen Fachleute habe verlassen müssen, da sie keine Geologin sei. Damit habe sie sich pflichtbewusst verhalten und nicht, wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, pflichtwidrig. In ihren Schlussworten zeigte sich Anna Giacometti sichtlich emotional. Sie habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das Regionalgericht Maloja wird das Urteil nächste Woche verkünden, am 4. September. Inwieweit ist das Urteil auch über Graubünden hinaus von Bedeutung? Das Urteil dürfte in Bergregionen in der ganzen Schweiz Signalwirkung haben, denn im Prozess war auch immer wieder die Rede vom Restrisiko in den Bergen. Wer in den Bergen unterwegs sei, der müsse mit Gefahren rechnen. Und mit dem Klimawandel und dem tauenden Permafrost dürften Naturereignisse wie Bergstürze tendenziell zunehmen, nicht nur in Graubünden. Und da stellt sich schon die Frage, wie hoch auf der einen Seite die Eigenverantwortung der Wanderer und auf der anderen Seite die Pflicht der lokalen und kantonalen Naturgefahrenspezialisten sein soll oder muss. Der Prozess um den Bergsturz von Bondo, das war Julia Kapaul aus dem Kongresszentrum Pontresina, wo das Gericht getagt hat. Der Bund möchte das Asylsystem entlasten von Kriminellen und von Menschen ohne Aussicht auf Asyl. Zusammen mit Kantonen und Gemeinden arbeitet der Bund derzeit an der Asylstrategie 2027. Das Staatssekretariat für Migration SEM hat die laufenden Arbeiten heute konkretisiert. Bundeshausredaktorin Christine Wanner berichtet. Für Schlagzeilen sorgen kriminelle Asylsuchende aus Nordafrika. Kürzlich berichtete der Blick als erstes über unveröffentlichte Zahlen. Die meist jungen Maghrebiner müssten die Schweiz verlassen, doch werden über 80% von ihnen straffällig und tauchten unter. Staatssekretär Vincenzo Mascioli sagt heute: Das ist ein reales Problem und diese Personen richten einen doppelten Schaden an. Oder einerseits durch ihr Verhalten, durch ihre Straffälligkeit und zweitens schaden sie auch allen Personen im Asylbereich, die sich korrekt verhalten, und das sind 96% der Schweizer Asylbevölkerung. Im Rahmen der Asylstrategie 2027 suchen Bund und Kantone in einer Arbeitsgruppe Lösungen. Die Mittel gegen solche Kriminelle werden nicht ausgeschöpft. Die zuständigen Behörden müssten sich noch besser gegenseitig informieren und sich koordinieren. Künftig soll es beispielsweise nicht mehr vorkommen, dass Betroffene in Ausschaffungshaft wegen fehlender Ausreisepapiere auf freien Fuß gesetzt werden müssten. Zudem stellt SEM-Direktor Mascioli in Aussicht:
Wir arbeiten an ganz gezielten Maßnahmen, weil es eben auch ein sehr spezifisches Problem ist. Wir wollen dem Bundesrat noch in diesem Jahr ein Gesetzespaket im Sicherheitsbereich vorlegen. Ein zweites Gesetzespaket möchte das SEM in den Bundesrat bringen. Vorgelagerte Verfahren sollen das Asylsystem künftig entlasten. Bei diesem vorgelagerten Verfahren besteht das Ziel, dass wir offensichtlich unbegründete Asylgesuche, dass wir die Zahl dieser Gesuche reduzieren können. Konkret: Menschen ohne Aussicht auf Asyl sollen nicht in ein Asylverfahren starten, sondern vorher ein Verfahren erhalten, in dem sie erfahren, dass sie ohne Asylgrund keine Aussicht auf diesen Schutz haben und das Land verlassen müssen. Mascholi denkt dabei an 4 Gruppen. Personen aus Staaten mit sehr tiefer Schutzquote. Zweitens handelt es sich um Medizinalfälle, die ausschließlich medizinische Gründe haben. Drittens um EU-Bürger und viertens um Personen, die in anderen Staaten bereits einen Schutzstatus haben. Heute gibt es für Menschen mit wenig Aussicht auf Asyl ein schnelles Verfahren, das sogenannte 24-Stunden-Verfahren. Das geplante vorgelagerte Verfahren könnte dieses in vielen Fällen ablösen. Der Bund rechnet mit einer spürbaren Entlastung. Staatssekretär Vincenzo Mascholi: Was unsere Berechnungen im Moment sagen, ist, dass wir von einem Potenzial von rund 20%, also vielleicht im Moment von rund 4.000, 5.000 Personen reden. Zu diesem neuen Verfahren stellen sich noch verschiedene rechtliche Fragen. Auch ein Pilotversuch ist geplant. Die Schweizer Armee soll rasch wieder verteidigungsfähig werden, so der Plan des Bundesrats und der Parlamentsmehrheit. Dafür braucht es viel Geld. Die Armee soll in den kommenden Jahren 24 Milliarden Franken mehr zur Verfügung haben für Rüstungskäufe. Um das zu finanzieren, will der Bundesrat die Mehrwertsteuer deutlich erhöhen, was aber bei allen Parteien durchfällt, außer bei der Mitte-Partei, also der Partei von Verteidigungsminister Martin Pfister. Deshalb arbeiten Ständeratsmitglieder an einem Gegenvorschlag. Und heute fand erstmals ein anderes Finanzierungskonzept eine Mehrheit in der Finanzkommission des Ständerats. Das wurde vor wenigen Minuten bekannt. Frage jetzt an Bundeshausredaktor Andreas Stügli: Wie sieht dieser Finanzierungsvorschlag aus? Es sind vor allem 3 Punkte, die anders sind als beim Vorschlag des Bundesrats. Der Ständerat, der will zwar ebenfalls eine Mehrwertsteuererhöhung, aber nur noch 0,2 Prozentpunkte und nicht 0,5 Prozentpunkte, so wie der Bundesrat das wollte. Einen Rüstungsfonds wollen Bundesrat und die Finanzkommission des Ständerats. Dieser Rüstungsfonds dürfte sich mit bis zu 6 Milliarden Franken pro Jahr verschulden. Damit dürfte die Armee kurzfristig massiv mehr Geld ausgeben, wenn sie Rüstungsgüter kaufen will. Dieser Rüstungsfonds soll aber gemäß der Finanzkommission 8 Jahre länger laufen, bis 2045. Und die dritte Neuerung betrifft die Kreditreste. Das ist so ein finanzpolitischer Begriff, der alle Gelder beschreibt, die vom Bund zwar gesprochen, aber nicht ausgegeben wurden. Bleiben heute solche Kreditreste übrig, fließen sie vollständig in den Schuldenabbau. Künftig würde noch mit der Hälfte dieser Kreditresten Schulden abgebaut. Die andere Hälfte würde dann in den Rüstungsfonds fließen. Warum soll dieser ständerätliche Finanzierungsvorschlag mehr Chancen haben als jener des Bundesrats? Weil in der ständerätlichen Finanzkommission der eigene Vorschlag mit 9:2 Stimmen bei einer Enthaltung dem Vorschlag des Bundesrats vorgezogen wurde, das ist deutlich, und weil sich die Finanzpolitiker des Ständerats vorher mit der Sicherheitspolitischen Kommission ausgetauscht haben, bevor sie diesen Vorschlag in die Diskussion eingebracht haben. Es ist auch ein Vorschlag, der berücksichtigt, dass eine Mehrwertsteuererhöhung es sehr schwer haben wird. Für eine Mehrwertsteuererhöhung braucht es ja zwingend eine Volksabstimmung und in der bundesrätlichen Vorlage sind Mehrwertsteuererhöhung und dieser verschuldungsfähige Rüstungsfonds als Paket vorgesehen. Die Ständerätinnen und Ständeräte haben diesen Rüstungsfonds jetzt aber von der Mehrwertsteuererhöhung entkoppelt und sie verlangen auch, dass über die 0,2 Punkte mehr Mehrwertsteuer erst im Jahr 2028 abgestimmt wird. Das ist ein Schachzug im Hinblick auf die anstehenden Wahlen im nächsten Jahr, denn eine Steuererhöhung im Wahljahr wäre bei der FDP und der SVP garantiert bekämpft worden, eventuell auch danach. Aber auch links dürfte der nun abgetrennte Rüstungsfonds Unterstützerinnen und Unterstützer finden. Wenn sich dieser Fonds verschulden und die Armeeausgaben so finanzieren kann, dann nimmt das Druck von Bereichen wie etwa der internationalen Zusammenarbeit, der Bildung und dem Bundespersonalbestand weg. In diesen Bereichen wurde in den letzten Jahren eher gespart oder das Ausgabenwachstum wurde gebremst.
Nun liegt also ein erster Kompromiss auf dem Tisch. Wo sehen Sie die Stolpersteine? Dieser Kompromissvorschlag, der geht nun in die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats. Dort wird sich in 2 Wochen zeigen, ob er hält. Angesichts der deutlichen Mehrheit in der Finanzkommission sind die Chancen zumindest intakt. Dann wird der Ständerat in der Herbstsession darüber entscheiden und ein großes Fragezeichen bleibt, nämlich ob der Nationalrat auch zustimmen wird. Das zeigt sich dann in der Wintersession. Würde der Rüstungsfonds dort angenommen und würde kein Referendum ergriffen, dann könnte der Rüstungsfonds sogar vor der Mehrwertsteuerabstimmung in Kraft treten und die Armee könnte so früher mehr Geld ausgeben. Informationen und Einschätzungen von Andreas Stüdli direkt aus dem Bundeshaus. Vielen Dank. Das hört man öfters, dass Jugendliche ihren Social-Media-Konsum zunehmend kritisch betrachten, dass sie die Nutzung einschränken, dass sie also weniger Zeit auf sozialen Medien verbringen als auch schon. Indizien dafür gibt es, zum Beispiel eine Studie der SRG, die vor 2 Jahren erschienen ist und einen Rückgang der Nutzung nahelegte. Oder eine Untersuchung der Financial Times, die einen Rückgang von fast 10% feststellte. Mit Interesse wurden daher der neue Digi-Monitor erwartet, die Resultate des neuen Digi-Monitors, eine Untersuchung der Interessengemeinschaft Elektronische Medien Schweiz. Bestätigt sie den Befund, dass der Social-Media-Konsum rückläufig ist? Das habe ich Guido Berger von unserer Digitalredaktion gefragt. Nein, in der Schweiz ist das offenbar nicht so. Also es gibt keinen Rückgang der Social-Media-Nutzung. Im Gegenteil, sie nimmt sogar leicht zu. Das liegt vor allem an den älteren Personen. Die hatten noch Luft nach oben und haben jetzt auch noch ein bisschen mehr genutzt als in früheren Jahren. Bei jüngeren Personen, die sind schon eine Weile eher so auf einem Plafond. Also die Nutzung ist stabil oder nimmt leicht zu, je nach Altersgruppe. Aber man sieht ganz klar keinen Rückgang. Ist übrigens vor allem Social Video, also Plattformen wie Instagram, Reels, TikTok, die liegen weit vor Social Media Plattformen, die eher so auf Text setzen, wie zum Beispiel Threads oder X, früher Twitter. Weshalb halten sich denn so hartnäckig Berichte, wonach die Social Media Nutzung abnehme? Also es könnte sein, dass so beim Lesen, beim Interpretieren dieser Studien schon auch ein bisschen Wunschdenken mitschwingt. Man weiß aus anderen Studien, dass die Sorge insgesamt zunimmt, wenn es so um die Wirkung von Social Media geht. Also es werden verschiedene negative Effekte vermutet, dass irgendwie der gesellschaftliche Diskurs, Demokratien negativ beeinflusst werden durch Falschinformationen oder eine generelle verstärkte Polarisierung oder dass sich das negativ auf psychische Gesundheit auswirkt. Und es könnte darum schon auch sein, dass so diese Hoffnung auf Besserung in Studien hinein interpretiert wird und dann die Resultate etwas färbt. Wie weit sind die Widersprüche zwischen einzelnen Untersuchungen auf deren Methodik zurückzuführen? Also diese Studien haben einfach immer eine gewisse Unschärfe drin. Jetzt spezifisch beim Digi-Monitor zum Beispiel, der fragt die befragten Personen danach, wie oft sie elektronische Medien nutzen. Und zwar kann man dann antworten täglich oder wöchentlich oder ab und zu, aber nicht genau. Täglich ist die kleinste Einheit, es werden nicht irgendwie Stunden oder Minuten gefragt und die Leute müssen sich daran erinnern. Es wird nicht irgendwie präzise gemessen mit Hilfe von technischen Mitteln. Meines Wissens gibt es keine breiten Studien, die das machen, weil das ein sehr großer Aufwand wäre einerseits und andererseits auch ein sehr starker Eingriff natürlich dann in die Privatsphäre dieser überwachten Person. Das heißt, in der Regel befragt man und dann kann es eben schon sein, dass so die reale Nutzung und die erinnerte Nutzung, dass die auseinanderliegen. Besteht da nicht die Gefahr, dass Userinnen und User ihre eigene Online-Zeit unterschätzen oder bewusst tiefer angeben, als sie in Wirklichkeit ist? Also das kann sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eben mit diesem Unterschied erklären kann, warum Studien zum Teil auch unterschiedliche Ergebnisse aussagen, dass es damit zusammenhängt. Also dass die reale Nutzung einerseits wirklich einfach falsch eingeschätzt wird, man erinnert sich falsch, man hat in Tat und Wahrheit länger oder kürzer genutzt als das, was man sich daran erinnert. Das könnte sein, besonders wenn es eben Studien sind, die Stunden oder Minuten abfragen und nicht einfach tägliche Nutzung. Es könnte aber auch sein, dass so dieser Wandel
Wandel der Wahrnehmung einen Einfluss hat und die eigene Erinnerung dann einfärbt. Also wenn eben wie aktuell Social-Media-Nutzung stärker kritisch beurteilt wird, dann könnte es auch sein, dass man die eigene Nutzung dann irgendwie so bewusst oder unbewusst etwas nach unten frisiert, weil man sich vielleicht sogar dafür schämt für eine rege Nutzung. Also es ist durchaus möglich, dass die reale Nutzung eben nicht abnimmt, aber dass man vielleicht zunehmend ein schlechtes Gefühl dabei hat, also dass so die Lust zu einem Laster wird. Digitalredaktor Guido Berger zur Nutzung von sozialen Medien. Die sind und bleiben offenkundig beliebt. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, gerade auch in der Schule. 9 von 10 Jugendlichen nutzen regelmäßig KI für schulische Aufgaben. Das zeigt eine weitere Untersuchung, die heute publiziert wurde. Schülerinnen und Schüler lösen Hausaufgaben mit ChatGPT oder lassen sich einen Vortrag von Gemini schreiben. Künstliche Intelligenz, KI, gehört längst zum Schulalltag. Was auffällt, nur eine Minderheit der Schülerinnen und Schüler verwendet KI auf Aufforderung oder unter Anleitung einer Lehrperson. Hinken die Schulen da hinterher? Dazu Inlandredaktorin Michelle Scherer. Ob für Hausaufgaben, Gruppenarbeiten oder Präsentationen, für viele Jugendliche ist die künstliche Intelligenz mittlerweile zum selbstverständlichen Schulbegleiter geworden. Dass fast 90% der Schülerinnen und Schüler auf Sekundarstufe angeben, KI für schulische Aufgaben zu brauchen, sei nicht wirklich überraschend, sagt Stefan Volta, Studienautor und Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Weil es ist natürlich eine extreme Versuchung für die Schülerinnen und Schüler, Aufgaben, die sehr viel Aufwand bedeuten würden, mit KI schnell zu erledigen und dann Freizeit zu haben, anstelle eben eines aufwendigen Lernprozesses zu betreiben. Das Problem dabei: Die Schulen geben beim Einsatz von KI nicht den Takt vor. Meist verwenden die Jugendlichen von sich aus Programme wie ChatGPT. So gab weniger als 1/5 der befragten Schülerinnen und Schüler an, KI auf Aufforderung oder unter Anleitung einer Lehrperson zu verwenden. Das sei beunruhigend, meint Stefan Volta. Ein produktiver Umgang mit KI würde bedingen, dass die Lehrpersonen die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler anweisen, wie sie KI nutzen können, ohne selbst das Denken zu verlernen. Diese Einschätzung teilt auch Beat Schwendimann. Er ist Leiter Fachstelle Pädagogik beim Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. Das Problem sei an den Schulen zwar erkannt, doch bei einer Technologie, die sich so rasant entwickle wie künstliche Intelligenz, hinke man zwangsläufig immer ein Stück hinterher. Gerade im Bereich KI entwickelt sich alles sehr schnell, es durchdringt alle möglichen Lebensbereiche und deswegen ist es schwierig für die Schulen, da immer auf dem Laufenden zu sein, immer das Neueste wieder aufzugreifen und genügend Zeit dafür zu haben, das auch vertieft zu behandeln. Kommt dazu, Lehrpersonen seien heute schon sehr gefordert, ihr Aufgabenfeld nehme stetig zu. Deshalb sei es wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Aus- und Weiterbildung lernen, wie sie KI im Unterricht sinnvoll einsetzen können, sagt Beat Schwendimann. Denn KI könne durchaus ein nützliches Werkzeug sein, solange sie den Schülerinnen und Schülern nicht einfach das Denken abnimmt. Das heißt, man will hier nicht das Lernen an die KI delegieren, sondern man will die KI dazu einsetzen, Lernprozesse zu unterstützen. Und die KI kann hier ein Sparringpartner sein, zum Beispiel, indem man der KI den Auftrag gibt: Stell mir kritische Fragen, finde heraus, was ich noch nicht weiß. Fordere mich quasi heraus, aber gib mir nicht die Antworten. Offene Fragen gibt es auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Die Nutzung von Chatbots kann heikel sein, weil Daten zum Beispiel in die USA oder nach China abfließen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Lehrerinnen- und Lehrerverbands hat dabei allerdings gezeigt, an vielen Schulen fehlen klare Vorgaben. Es muss deswegen geregelt werden, ob und welche Tools die Schulen benutzen dürfen. Aus Sicht des LCH wäre es wünschenswert, dass wir hier mittel- oder langfristig auch eine Schweizer Lösung hätten, eine Schweizer basierte KI, die auch entsprechend dem Schweizer Datenschutz untersteht. In Deutschland gibt es bereits eine speziell für den Schulbereich entwickelte KI-Anwendung. In der Schweiz fehlt eine solche Lösung bisher.
So oder so ist klar, der Umgang mit KI wird die Schule noch lange beschäftigen. Michelle Scherer hat berichtet. Das war das Echo der Zeit vom Dienstag, dem 25. August mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Christoph Forster, für die Nachrichten Livia Schmid und am Mikrofon war Ivan Lieberherr. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.